Yo, was geht meine liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ihr fragt euch bestimmt, was machen wir in der Küche von diesem kleine Geschichtsstunde. Meine geliebte Freundin meinte zu mir, sie würde gerne mal einmal in der Woche mal vegetarisch essen. Ich dachte, jetzt reicht's! Wieso nicht? 26 Jahre lang nur Fleisch konsumiert, dachte ich mir, wieso nicht einen kleinen Tapetenwechsel? Wir haben es probiert und ich schwör's euch, ich habe keinen Unterschied gemerkt zu Fleisch. Sie kaufte diesen Sojaschnitzel, das ist keine Werbung, das sind so kleine, hier hinten steht Sojabohnen und sogar vegan, aber dazu kommen wir noch. Und ich dachte mir, ey, es ist krass, denn ich merke keinen Unterschied zu Fleisch. Das soll ja Poulet ein bisschen imitieren. Und ich dachte mir, wieso brauchen wir denn eigentlich Fleisch? Oder wieso konsumieren wir Fleisch, wenn Produkte gibt, die ähnlich sind vom Geschmack her wie Fleisch? Ich habe mich nicht lange befasst mit dem Thema, aber ich möchte auf jeden Fall, also von Unge kenne ich vieles, habe ich auch vieles gelernt und ich weiß, wie er dazu steht. Ich finde, er hat auf eine Art irgendwie recht, denn wir brauchen es nicht. Nicht wirklich. Es gibt so geile Produkte. Ich habe erst das probiert und ich sage es euch wirklich, kann ich jedem empfehlen, ich merke keinen Unterschied zur Pouletfleisch. Und deshalb zu diesem Video, ich will mich gesund ernähren. Erstens das. Wie gesagt, ich bin kein Model. Will mich gesund ernähren, ich will abnehmen. Vegan ist zwar nicht die Lösung, um abzunehmen, denn wie Unge sagt, es gibt auch Produkte, die vegan ungesund sind. Aber trotzdem, nachgemachte vegane Produkte, das ist so ein Schnitzel, so eine Wurst oder so, das sind auch keine gesunden Sachen, das ist Fertigfood. Alles, was schon im Supermarkt in einer Plastikverpackung schon fertig zusammengemixt ist, das ist meistens nicht gesund und nicht das, was du jeden Tag essen kannst. Und ihr fragt euch bestimmt, wieso, warum, weshalb. Nun, wie gesagt, ich habe dieses Produkt hier probiert und ich dachte mir, verdammt, ist das ähnlich wie Fleisch. Ich merke keinen Unterschied. Und deshalb werden wir heute Fleisch gegen vegan. Wir werden 4 Produkte testen, einmal vegan, einmal Fleisch. Und mir ist klar, dass man auch Brokkoli und Blumenkohl und Mais und Äpfel essen kann. Ist alles vegan, ist alles Natur. Aber ich als Fleischesser will mal schauen, wie der Geschmack ist von anderen Produkten. Denn ich war einkaufen und wir haben Bratwürste. Vegane Bratwürste nimmt mich so Wunder, wie die schmecken. Ganz ehrlich. Haben wir dann vegane Fischstäbchen. Man macht immer wenn man so Videos macht, sehe ich immer Fleisch gegen Fleisch. Und ich dachte mir, vegane Fischstäbchen, mal schauen, wie die schmecken. Natürlich habe ich immer das zweite Produkt in Fleischform. Dann haben wir, was sind das? Chicken Nuggets. Vegane Nuggets. Bin ich auch sehr gespannt, wie die schmecken. Die sehen schon lecker aus, ganz ehrlich. Und zum Schluss das Ultimatum, die vegane Burger. Wie gesagt, alles einmal in vegan und einmal in Fleischform. Am Schluss wird mir meine Freundin die Augen zubinden und ich werde versuchen zu erraten, was ist Fleisch und was ist vegan. Ich hoffe, Unge reagiert hier drauf, dann kann er mir einiges erklären. Würde mich wahnsinnig freuen. Ich werde jetzt kochen. Wir sehen uns dann am Schluss. Jo Leute, wenn ihr schon vegan kocht, dann bitte trennt das Zeug, denn ich habe schon von so vielen Restaurants gehört, die bieten veganes Essen an, aber frittieren dann in der gleichen Pfanne, wie das Fleisch frittiert wird, und das soll es ja nicht sein. Da könnte man auch direkt ein ganzes Schwein essen. Übrigens Fleisch und hier vegan. Sind wir wieder am Tisch, alles ist vorgekocht. Hier einmal
vegan. Sieht verdammt lecker aus und einmal tierisches Produkt. Ja, sieht auch lecker aus. Sieht beides richtig hammer aus. So, ich werde mir jetzt die Augen zubinden. Fangen wir an mit dem ersten Gang. Wir haben Zahnstocher genommen, da beim Fleisch eine andere Struktur hat als das Vegane, ist weicher und Fleisch immer fester. Fangen wir mit dem ersten an. Nummer 1 war Fleisch und Nummer 2 war vegan. Richtig? Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe es gemerkt. Wie gesagt, und das war Chicken Nugget, soviel ich weiß. Es war Nuggets. Ich habe es gemerkt, beim Vegan war es weich und beim Fleisch ein bisschen härter. Aber ganz ehrlich, schmeckt. Veganes Nugget. Schmeckt. Zweiten Gang. Auf jeder von Bratwurst. Ich weiß, dass Nummer 1 Fleisch war, Nummer 2 vegan. Aber verdammt, der war richtig. Die Bratwurst war geil. Hat einen Curry-Touch, also so leicht nach Curry geschmeckt. Ist klar, die Struktur und die Festigkeit vom Biss habe ich es gemerkt, dass das erste Fleisch war. Aber ey, geschmacklich wie Fleisch. Also Bratwurst wirklich gut gemacht. Der dritte Gang. Die Stäbchen. Das ist schwer. Ich sag Nummer 1 vegan und Nummer 2 tierisch Fischstäbchen. Das ist falsch. Das hat mich jetzt überrascht. Aber jetzt war es komisch, denn der Fisch, die Fischstäbchen normal sind schon weich. Und deshalb konnte ich auch nicht so direkt sagen, was es war. Also ich hatte das Gefühl, dass das erste vegan war. Und jetzt nimmt mir Wunder, den Burger. Den Burger, wenn es um Burger geht, dann hört bei mir der Spaß auf. Kommen wir zum letzten Gang.
Fall vegan. Aber wie lange kaut man, Mann? Das war vegan, weiß ich jetzt schon. Nein. So schmeckt kein Burger Patty. Ganz ehrlich, wie gesagt, ich bin ein riesen Burger-Fan und ich weiß wie, ich habe schon viele Burger Patties probiert und das war das erste, was mir wirklich nicht gefallen hat. Muss jetzt wieder 20 Minuten lang draufkauen. Wow. Da schmuggelt sie mir zweimal veganer Burger Patty da. Nee. Weil das ist Fleisch. So. Boah, man kaut voll lange. Da hat sie mir glatt zweimal veganer Patty hingelegt. Es waren alle richtig geil. Die Wurst, die Bratwurst war geil. Die werde ich auf jeden Fall wieder kaufen. Sehr zu empfehlen. Der Nugget war geil. Und die Fischstäbchen, die waren krank. Bei Fischstäbchen habe ich nicht gemerkt, was vegan war und was aus tierischen Produkten war. Aber der Patty, der geht gar nicht. Da habe ich 20 Minuten rumgekaut und der hatte so einen komischen Nachgeschmack und ich habe mich mega auf den Patty gefreut. Wie gesagt, ich bin ein riesen Patty Burger Fan und ja, beim veganen Patty lieber nicht. Wie gesagt, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, ernährt, ich werde nicht sagen, vergisst Fleisch, ernährt euch vegan, aber auf jeden Fall versucht's mal, denn es ist richtig geil und man merkt wirklich keinen Unterschied zur tierischen Produkten, außer ja, beim Patty. Wenn Unge das sieht, kannst du mir noch ein paar Tipps geben, was für Produkte du mir empfehlen würdest. Würde ich gerne probieren. Und ja, gebt ein Like, abonniert diesen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Schreibt in die Kommentare, was ist denn deine Erfahrung mit vegan? Ich danke euch fürs Zuschauen. Haut rein, Leute, euer Phoenix TV. Tschüss zusammen.